Hallo zusammen, ich bin Katrin Erni. Ich begrüße euch ganz herzlich heute am Sonntagabend am 9 Uhr. Für einige ist es schon sehr spät in der Nacht, habe ich gelesen, zu unserem Livestream. Hallo zusammen, es freut mich, dass ihr da sind. Heute ist es ein Livestream für Anfänger, mehr oder weniger, für ganz einfache Sachen. Und zwar habe ich zuerst euch noch fragen, woher dass ihr da auf dem YouTube-Video sind. Also wo sind ihr daheim? Schaut ihr aus der Schweiz oder aus anderen Ländern? Wo wohnt ihr? Dann ich mal schauen. Also, ich habe vorher gelesen, dass jemand aus Indonesien sogar mit uns ist. Er hat nicht ganz gewusst, ob er dann noch wach ist, weil dort ist schon am Morgen um 3. Also das weiss ich dir schätzen, wenn du jetzt noch da bist. Hallo, hallo Geri, hallo Ala, du kommst aus Bern, super. Gerardi Dietike, in der Nähe von Zürich. Oh, Fasel, von Luzern. Mein Vater ist auch von Luzern, also vom Kanton. Hallo Katja. Aida wohnt auch in Dübendorf. Also die meisten, sehe ich, sind von der Schweiz, ja? Ihr wohnt in der Schweiz. Ah, hallo. Look out. Du tust von England schreiben. Schön, aus England. Die haben jetzt erst 8. In England ist jetzt 8, ja. Und Zeppa aus Thun. Der Hossein ist auch da. Hallo. Tekle auch aus Zug. Ja, das ist interessant. Also, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Livestream. Und ich möchte euch ermuntern, möglichst Kommentare schreiben, auf dem Chat Fragen schreiben, wenn ihr etwas nicht versteht. Ja, das ist der einzige Kontakt, den ich zu euch habe. Ihr seht mich, ihr hört mich und ihr könnt mir schreiben. Oh, noch jemand aus Mellingen und jemand aus Luzern. Ja. Okay. Also, heute geht es um eine einfache Frage. Um eine ganz einfache Frage. Wie lebst du? Wie lebst du? Wie geht's? Also zuerst, wie lebst du? Dann, wie geht's? Und später schauen wir noch an, mit diesen verschiedenen Personen, wie wir das sagen, wenn wir eine Person sitzen oder mit mehreren Leuten reden. Also, wie lebst du? Wie geht es dir? Wenn wir per Sie sind, fragen wir, wie geht es Ihnen? Man kann auch ohne Person fragen. Einfach, wie geht's? Wie geht's? Oder man kann fragen, wie geht's Ihnen? Herr Hossein zum Beispiel. Wie geht's Ihnen? Frau Habte Michael. Ist das der Nachname? Ich weiss nicht. Ja, wie geht's Ihnen? In der Schweiz ist man zuerst meistens per Sie. Auf der Straße, mit den Leuten, mit anderen Erwachsenen ist man per Sie und man fragt, wie geht es Ihnen? Gut. Und Ihnen? Gut. Und Ihnen? Frau Habte. Wie lebst du? Wunderbar. Also, gut und Ihnen kann man als Antwort geben.
Auch gut, danke. Auch gut, danke. Das sagt man meistens, wenn man nicht noch lange möchte reden. Ja, wenn man gut sagt, dann ist die Sache geklärt. Wenn du aber sagst, oh nein, es geht nicht gut, dann fangen die Leute an zu fragen. Ja, was ist denn los? Was ist passiert? Ja. Habte ist männlich. Okay. Tut mir leid. Genau. Wie geht's, Frau Stirnimann? Es gibt so ein Lied. Meinst du von dem? Grüezi wohl, Frau Stirnimann. Dort kommt das auch drin vor, Frau Stirnimann. Aida, du stellst eine gute Frage. Wo wohne ich? Ich wohne im Moment in Polen, weil mein Mann ist Pol und ich tue euch von Polen aus unterrichten. Aber meine Eltern, oder ich bin in Freiburg aufgewachsen, in der Stadt Freiburg. Und mein Dialekt ist ein Gemisch zwischen Luzern und Zürich und Berndeutsch. Ja. Also so ein bisschen, ich sage manchmal interschweizerisch. Mein Dialekt ist interschweizerisch. Wie geht's dir? Oh, da haben wir ein kleines Kühli. Das sagt, heute habe ich ein bisschen Kopfweh. Ja, in dieser Zeit, wenn wir Grippe haben, hat manchmal die Leute so Kopfweh. Ich hoffe, niemand von euch hat Kopfweh. Ich hoffe, euch geht's gut. Und ihr seid fit. Oh, hallo, Hakuna Matata. Ja. An der Kuh geht's nicht gut. Genau, Peter, du siehst es. Also wenn wir per Du sind, fragen wir, wie geht's dir? Nicht schlecht. Und dir? Nicht schlecht. Nicht schlecht, sagt eigentlich nicht viel. Aber es ist auch nicht super gut, auch nicht schlecht. Man kann auch sagen, es geht. Oh, Aida fragt, wo gefällt es dir besser, in Polen oder in der Schweiz? Das ist jetzt vielleicht eine schwierige Frage zu beantworten. Aber ich finde beides schön. Und da haben wir die nächste Frage. Wie lebst du? Wir können in den Fragen Fragen stellen ohne Du. Also wir können einfach sagen, wie lebst du? Wie lebst du? Also, und ihr, wie lebt ihr? Das ist eigentlich die gleiche Frage, wie geht's? Nur merkt ihr, da fragen wir Du, da ist das Subjekt Du. Und wie geht's dir, haben wir Dativ. Da müssen wir fragen, wie geht's dir? Wenn jemand fragt, wie geht's dir, dann wir antworten, gut und dir. Und wenn jemand dich fragt, wie lebst du, dann kannst du fragen, na, gut, und du? Okay, da hat es viele Fragen von euch. Ihr könnt schon mehr Fragen anstellen, nicht nur wie geht's, sondern auch welche Sprache redest. Der Geri fragt, ob ich Polnisch rede und ich habe das mittlerweile auch gelernt, aber noch nicht ganz perfekt. Gut. Dieser grossen Kuh mit diesen vielen Dollar, der geht es wunderbar. Wunderbar. Wir sind ein Team da. Hakuna Matata fragt, wer die Kühe zeichnet. Das sind schöne Kühe, mir gefallen sie auch. Mein Mann und ich und unsere Sekretärin und mein Sohn. Aber das ist die Zeichnung von unserer Sekretärin, die Kühe. Aber was denkt ihr, wie geht es dieser
dünnen Kuh, dieser mageren Kuh, die sagt vielleicht nicht wunderbar. Ausser es ist ironisch. Genau. Machen wir weiter. Oder man kann auch sagen, ich kann mich nicht beklagen. Es ist alles in Ordnung. Ich kann mich nicht beklagen. Ja. Zum Beispiel in der Schweiz können wir uns wirklich nicht beklagen. Auch wenn wir manchmal denken, es geht uns nicht gut und wir sind arme Leute, so viel Stress oder so. Wir können uns eigentlich nicht beklagen. Es gibt andere Leute, wo es viel schlimmer geht. Ja. Okay. Wie lebst ist mit «du». Wie leben sie ist, wenn man sitzen. Wie leben sie? Genau. Jimmy, wir können lesen, was du schreibst. Genau. In der Schweiz kann man sich wirklich nicht beklagen. Es gibt Schlimmeres auf der Welt. Genau, Hakuna Matata. Und zwar kann ich auch fragen, wenn ich eine Gruppe frage, wie lebt ihr? Wie lebt ihr? Oder wer weiss, wie das ist mit «wie geht's?» Wenn ich eine Gruppe frage, wie geht's? Wie geht's Ihnen? Herr oder Frau sowieso. Herr Ngawang, wie geht's Ihnen? Ja. Aber wenn ich zu einer Gruppe komme, kann ich auch sagen, wenn das Frauen und Männer sind, die wir per se sind, kann ich auch sagen, wie geht's Ihnen? Herr und Frau Ngwang. Ich sage es falsch. Aber wenn wir per Du sind, kann ich sagen, hat noch niemand geschrieben. Uns geht's tipptopp. Wie geht's euch? Wie geht's euch? Ja, das sehen wir jetzt gerade. Also, wie geht's? Noch eine kleine Zusammenfassung. Wie geht's euch? Oh, ich bin müde. Oder wir sind krank. Bei uns in der Familie haben wir die Grippe gehabt. Wir sind alle krank gewesen. Ich bin traurig. Ich bin traurig. Vielleicht ist etwas Schlimmes passiert. Oder manchmal hat man eine schlechte Laune. So, man mag nichts vertragen. So wie Regenwetter. Humor wie Regenwetter. Also, am Hakuna Matata geht es tipptopp. Olivia sagt, mega cool. Faisal, dir geht es nicht gut. Und jetzt müsste man eigentlich fragen, ja, aber wieso, was ist denn los? Oh, es tut mir leid. Ja. Der Peter ist auch ein bisschen krank. Jetzt ist gerade so Grippezeit. Und Hakuna sagt, mir geht es schamper gut. Mir geht es schamper gut. Und der Peter ist schon ein bisschen müde, das stimmt. Es ist auch Abend. Nachher kannst du ins Bett schlafen, hoffentlich. Ja, okay. Gut. Und ihr hört vielleicht meine Stimme an. Ich habe immer noch so ein bisschen Husten. Aber ich hoffe, es geht wieder. Ich fühle mich schon viel besser. Da geht es auch gut. Ja, da haben wir noch so positivere Rückmeldungen. Sehr gut. Oder es geht. Wie geht's? Es geht, danke. Super. Danke, Hakuna. Gute Besserung. Danke. Ala, möchtest
du meine Lektion auf Hochdeutsch übersetzen. Vielleicht kannst du fragen, wenn du etwas nicht verstehst, frag doch im Chat. Ich glaube, andere können dir antworten, was das heisst auf Hochdeutsch. Machen wir es so? Ja? Ja. Danke, Jimmy, für deinen Kommentar. Du findest den Deutschkurs hilfreich, das ist schön. Also gehen wir weiter. Oh, jemand Neues. Cornel, hallo. Hallo, Cornel. Wir reden darum, wie es geht, wie es dir geht. Geht es dir gut? Da ist ein kleiner Dialog. Hi Erika, wie geht's dir? Und da seht ihr, wir können sagen, wie geht's dir? Und man kann das kürzen und unbetont sagen, nur wie geht's dir? Wie geht's dir? Aber da sehr gut und dir, da tue ich es wieder betonen. Und dir, dann sage ich nicht mehr und dir. Ja? Sehr gut. Und dir? Der Erika geht es nicht so gut. Ja, Peter, du hast es gesehen auf dem Bild. Ja, es geht. Ja, es geht. Hallo, Delta Charlie. Er kommt aus St. Petersburg. Wie geht's dir, Charlie? Geht's dir gut? Also, jetzt ist eine kleine Quizzeit. Eine Frage an euch. Also, wenn du jemanden triffst und du möchtest fragen, wie sich die Person fühlt, dann fragst wie? Jimmy fragt, ob ich auch Englisch verstehe, ja? Englisch auch, ja. Ich habe meinen Mann in England kennengelernt. Es geht. Wie geht's dir? Super. Ja. Okay. In St. Petersburg hat es auch, glaube ich, auch keinen Schnee. Im Plural. Wie geht's euch? Wie geht's euch? Danke, es geht wieder. Vorher ist es schlecht gegangen und jetzt geht's wieder nicht nur gut, vielleicht noch nicht ganz gut, aber besser, genau. Danke, es geht wieder besser. Ja. Also, noch eine Zusammenfassung für heute. Also, wir haben die Frage, wie geht's, geübt. Wenn man fragt, wie lebst, das ist, glaube ich, einfacher. Dann kann ich einfach das Personalpronomen im Nominativ brauchen. Wie lebst du? Wie lebt ihr? Wie leben sie? Aber wenn wir sagen, wie geht's, dann brauchen wir Personalpronomen im Dativ und sagen, wie geht's dir? Oder wie geht's ihnen? Oder wie geht's euch? Ja, das ist so ein bisschen die Zusammenfassung. Und was ich nachher schauen wollte, dass ihr das hört, dass wir betonte Pronomen haben und einmal unbetonte. Also, ich kann sagen, heute geht es mir gut. Das ist nur mir. Heute geht es mir gut. Oder mir geht es gut. Danke. Ja? Oder was heisst betonte? Wenn man es deutlich sagt und klar. Mir geht es gut.
Aber ihm geht es noch nicht so gut. Das ist so richtig betont auf mehr. Ja? Und unbetont ist, wenn es einfach im Satz ist. Heute geht es mir gut. Das ist unbetont. Dann ist es einfach so nicht so wichtig, das Wort. Ja. Okay. Habt ihr sonst noch Fragen? Also es hat verschiedene Pronomen. Und was ich noch wollte sagen, wer wohnt, wir haben ja einige Leute, die da von Bern auch zugeschaltet sind. Ja. Es gibt andere Dialekte, wie zum Beispiel Berndeutsch, die tun nicht sitzen, die tun ehren. Also, wie geht's euch? Würde Berner fragen. Anstatt sie sitzen, wie geht's ihnen? Sagen sie, wie geht's euch? Ja? Und das ist dann die Höflichkeitsform in ihrem Dialekt. Aber dann sollte man auch Berndeutsch reden. Wenn man Berndeutsch mehr Akzent hat, dann nachher braucht man die zweite Person. Ihr. Habt ihr gut geschlafen? Ja? Denn ihr ist für die Höflichkeitsform, wird für die Höflichkeitsform gebraucht, auf Berndeutsch zum Beispiel. Ja? Wie geht's Ihnen, Katrin? Ja, Herr Beck, mir geht's sehr gut, danke. Also nein, noch nicht ganz gut, aber schon besser. Gut, habt ihr sonst noch eine Frage? Hallo, bitte, ist gern geschehen. Der Jimmy hat unser Interview gesehen mit meiner Mutter. Ja, also, wir fangen einen neuen Schweizerdeutschkurs an. Und zwar im Februar jetzt. Einen für Anfänger, für einen einfacheren Kurs. Und das ist so ein Webinar, ähnlich wie heute. Nur gibt es dann die Möglichkeit, ab und zu vielleicht auch zu reden. Und der Schweizerdeutschkurs kostet 89 Franken pro Monat. Und für Anfänger ist er am Dienstag und am Donnerstag am Abend am 8. Am Dienstag und am Donnerstag am Abend am 8. Und für die einen schwierigeren Kurs möchten, so ein bisschen fortgeschritten schon, die haben die Möglichkeit, an einem Kurs teilzunehmen, auch am Dienstag und am Donnerstagabend, aber erst am 8:45, am 9:15, 21:15 Uhr. Aida, genau, Aida, wie kannst du dich melden? Das ist am besten per E-Mail. Mit der SMS bin ich manchmal nicht so gut mit beantworten, aber wenn du ein E-Mail schreibst an katrin@swissgermanonline.com, also das ist meine Homepage, der Name von meiner Homepage, für die wollen gehen, dort hat es auch verschiedene Lektionen. swiss-german-online.com. Und meine E-Mail-Adresse ist katrin@swissgermanonline.com. Und dort könnt ihr euch in Kontakt setzen mit uns. Und wir schicken euch dann Informationen und den Link für den Kurs. Ja. Hallo, Ljubljana. Also, wenn du dich für einen Kurs anmelden möchtest, dann kannst du mir eine E-Mail schreiben. Und die Kurse sind jeweils am Dienstag und am Donnerstag für Anfänger. Ein einfacherer Kurs um 8 Uhr, Dienstag und Donnerstag um 8 Uhr abends und ein bisschen fortgeschritten, auch Dienstag und Donnerstag um 9:15 Uhr.
ist das gut. Haben wir eine Ausnahme gemacht. Also. Aber generell ist es so, dass ich versuche, wirklich nur Schweizerdeutsch zu reden. Und dass ihr das vor allem hört und euch nicht zu fest auf Hochdeutsch fixiert oder so. Ah, Hola, desde Mexiko. Daniel, da schreibt noch der Daniel aus Mexiko. Schlagrahm. Jean, gibt es Schlagrahm auf Schweizerdeutsch? Ja, Schlagrahm. Die Deutschen sagen Sahne, also das Fett von der Milch, das man nachher schlägt, ganz fest mixen, dass es steif wird. Das ist Schlagrahm. Das haben wir heute gerade gehabt. Schlagrahm mit Meringue zum Dessert. Okay. Gut. Das wäre es von mir eigentlich. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und vielleicht sehe ich ja die einen oder anderen wieder in einem nächsten Livestream oder Webinar. Und meldet euch, schreibt mir auf mein E-Mail, über meine Homepage, auch swissgermanonline.com, und ich habe einen YouTube-Kanal, wo ihr könnt Filme schauen könnt. Es nimmt mich wunder, wer von euch hat schon Filme gesehen, schweizerdeutsche Filme, die ich mache. Auf meinem YouTube-Kanal hat es ganz, ganz viele Filme. Es ist vielleicht ein kleines Durcheinander, nicht so geordnet aus. Es ist eine Schatzgrube, wo ihr drin könnt Perlen suchen. Also, ich bin nicht sicher, ob ich bei dem Video auch hochdeutsche Untertitel machen kann, weil das gibt dann sofort viel mehr Zeit. Das braucht sofort viel mehr Zeit. Wenn du etwas nicht verstehst, Ljubljana, frag, was heisst das Wort, das du gesagt hast, auf dem Chat. Ja? Und dann kann ich stoppen und einmal erklären. Ist gut? Also, du hast einfach gelernt heute, Jimmy. Merci. Also, ich wünsche euch einen ganz schönen Abend, eine ganz schöne Woche. Nicht zu viel Stress, aber gleich immer etwas zu tun. Oh, der Hakuna Matata schaut jeden Tag beim Schlafen oder beim Arbeiten, nicht beim Schlafen, das habe ich schon gedacht. Ein Filmchen, ja, das ist schön. Und du hast auch laut wiederholen. Das ist gut, wenn du versuchst, das laut zu sagen, wenn es nicht zu viele Leute herum hat am Anfang, dass du versuchst, das physisch auszusprechen. Ja? Also, bis am nächsten Dienstag, für die ich am Dienstag wieder sehe. Ich wünsche euch ganz einen guten Abend. Genau, der Hakuna Matata. Probiert zu wiederholen. Super. Das würde ich allen empfehlen, dass ihr wiederholt oder dass ihr laut leset. Dann nachher hört ihr den Text und ihr seht den Text und ihr sprecht ihn aus mit euren Muskeln. Eure Muskeln gewöhnen sich daran, Schweizerdeutsch zu reden. Genau. Danke vielmals, Jimmy. Da ist noch Malvin gekommen. Guten Abend und gute Nacht allen zusammen. Bleibt gesund und munter.